Swiss German Storytime mit dem Thomas. Hallo miteinander und willkommen bei Swiss German Storytime und dem ersten Teil von der neuen Serie «Die Schweiz in der Zeit der Weltkriege». Und heute ist die erste Episode und wir schauen uns mal an, noch vor dem Start vom Ersten Weltkrieg, wie die Schweiz überhaupt neutral geblieben ist und wie so die Ausgangslage ausgesehen hat. Ich wünsche euch viel Spass bei der Episode und wie gesagt, es gibt eine Serie und ich denke in so 2-3 Wochen, hoffentlich, kommt schon der nächste Teil. Viel Spass! Die Schweiz in der Zeit der Weltkrieg. Episode 1: Neutralität und Ausgangslage vor 1914. Wenn man über den Ersten Weltkrieg redet, denken wir häufig an grosse Länder, an Schlachten, Frontlinien und Zehntausende von Soldaten. Die Schweiz kommt dabei meistens nur am Rand vor, als neutrales Land, wo nicht direkt am Krieg beteiligt war. Doch Neutralität bedeutet nicht, dass nichts passiert ist. Auch für die Schweiz ist diese Zeit schwierig, angespannt und voll von Unsicherheit gewesen. Zum Verstehen, warum die Schweiz während dem Ersten Weltkrieg neutral geblieben ist, müssen wir zuerst einen Blick auf die Zeit davor werfen. Weil diese Neutralität ist kein Zufall, sondern das Ergebnis von der Geschichte, von der Geografie und von politischen Überlegungen gewesen. Zuerst stellt sich die Frage, was bedeutet Neutralität eigentlich? Ein neutrales Land beteiligt sich nicht militärisch an einem Krieg. Es kämpft nicht mit und schickt keine Soldaten an die Front. Gleichzeitig darf es aber auch keine Kriegspartei bevorzugen, zum Beispiel durch Waffenlieferungen oder militärische Unterstützung. Neutralität ist also kein einfacher Zustand. Ein neutrales Land muss seine Grenzen schützen, verhindern, dass fremde Armeen durch sein Gebiet ziehen und gleichzeitig mit allen Nachbarländern diplomatische Beziehungen pflegen. Die Schweiz war am Anfang des 20. Jahrhunderts ein vergleichsweise junges Land. Der moderne Bundesstaat hat erst seit 1848 existiert. Vorher hat die Schweiz aus relativ unabhängigen Kantonen bestanden, die eher locker miteinander verbunden sind. Auch Jahrzehnte nach der Gründung des Bundesstaates ist diese innere Sicherheit noch nicht vollständig gefestigt gewesen. Das Land ist von grossen Unterschieden geprägt gewesen. Sprachlich, kulturell, wirtschaftlich und politisch hat es ganz verschiedene Positionen gegeben. Es hat die deutschsprachige Schweiz gegeben, die französischsprachige Romandie und die italienischsprachigen Regionen im Süden. In der Stadt hat sich die Industrie entwickelt, während auf dem Land viele Menschen von der Landwirtschaft gelebt haben. Gleichzeitig ist die soziale Spannung zwischen den Arbeitern und den wohlhabenden Unternehmern gewachsen. Die Schweiz ist also kein homogener Staat, sondern ein Land mit vielen inneren Gegensätzen. Auch die internationale Lage war angespannt. Europa hat sich vor 1914 in einem Zustand von ständiger Unsicherheit befunden. Grosse Mächte wie Deutschland, Frankreich, Österreich, Ungarn und Russland sind in komplizierten Bündnissen zueinander gestanden. Die Armeen sind immer grösser geworden, die Waffen moderner und das Misstrauen zwischen den Staaten hat zugenommen. Viele Länder haben mit dem Krieg gerechnet, auch wenn kaum jemand an einen so langen und zerstörerischen Konflikt gedacht hat, wie er denn tatsächlich gekommen ist. Geografisch liegt die Schweiz mitten in Europa. Sie grenzt an mehrere Grossmächte und hat mit den Alpen eine strategisch wichtige Region. Eisenbahnlinien, Tunnel und Passstrassen sind nicht nur für den Handel wichtig gewesen, sondern auch aus militärischer Sicht interessant. Für fremde Armeen hätte das Schweizer Gebiet einen grossen Vorteil bieten. Gleichzeitig ist die Schweiz militärisch nicht stark genug gewesen, um selber aktiv in einen Krieg einzugreifen. In dieser Situation hat die Schweiz kaum eine Wahl gehabt. Hätte sie sich auf die Seite von einer Kriegspartei gestellt, wäre sie automatisch zum Feind von der anderen Seite geworden. Das hätte das Land in grosse Gefahr gebracht. Außerdem hat die Gefahr bestanden, dass sich die inneren Spannungen verschärfen würden.
Viele Menschen in der Deutschschweiz haben sich kulturell näher zu Deutschland gefühlt, während sich Teile der Romandie eher mit Frankreich verbunden gefühlt haben. Ein Kriegseintritt hat das Land also auch innerlich spalten. Die Neutralität ist daher vor allem eine Strategie zum Überleben. Sie hat es der Schweiz ermöglicht, sich aus dem direkten Konflikt daraus zu halten und so ihre innere Stabilität zu bewahren. Doch die Neutralität hat nicht Sicherheit oder Ruhe bedeutet. Die Schweizer Bevölkerung hat mit der ständigen Angst vor einem möglichen Angriff gelebt. Die Armee ist mobilisiert worden, Vorräte sind angelegt worden und die politische Führung hat ständig wachsam bleiben. Wo 1914 der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist, hat die Schweiz ihre Neutralität erklärt. Damit hat aber jedoch erst die eigentliche Herausforderung angefangen. Weil neutral bleiben in einem Europa im Krieg hat politisches Geschick, militärische Vorsicht und viel Geduld erfordert. In der nächsten Episode schauen wir uns an, wie die Schweiz den Ersten Weltkrieg konkret erlebt hat, mit Mobilmachung, wirtschaftlichen Schwierigkeiten und grossen inneren Spannungen, trotz der Neutralität. Okay, und da wäre es schon gesehen mit der ersten Episode. Wenn du die Episode im Transkript nachlesen oder die Vokabularliste nutzen, dann findest du alle Links in der Beschreibung. In der nächsten Episode geht es dann darum, wie die Schweiz den Alltag während dem Ersten Weltkrieg erlebt hat. Danke vielmals fürs Zuhören und bis bald.